Oh, auf geht's nach Zakaria, zurück bei SO, Realization Licorice, ich hoffe zumindest. In dem Tempo, in welchem Tempo? Ihr latscht ja gar nicht. Aussuchen, kochen, herstellen wir dann eigene Gegenstände. Aha. Wer ist das denn? Verzeihung, Sir, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Eine schöne Geflügel. Ja, wo sind die? Wo ist die Statue, meine ich halt? Nicht Hammelsfasan, sagt mir jetzt gerade gar nichts. So, dann haben wir noch eine Quest. Nö, ich schaff das schon. Nein, Kiri, du musst es natürlich auch so sehen. Es gibt ja auch geile Belohnungen, oder zumindest gibt's, naja, du weißt schon, Erfahrungspunkte. Also, kochen kann ich zumindest, aber herstellen geht noch nicht, war okay, gut. Nichts tun. Den Kochskill erweitern geht so auch, okay. Auch nicht schlecht. Speichern. Ich fahre jetzt gerade. Ja gut, wir gucken mal ganz kurz, wa? Das sind ja die Dinger. Ja, das sind die neuen, das ist klar. Das sind die alten. Da ist Level 10, das kriegen wir vielleicht noch hin. Als Ziel. Man kann sogar das Ziel festlegen, krass. Ist darüber, okay. Warum kann ich jetzt die Quest als Ziel festlegen? Hä? Aber das sind die Vögel, oder was? Kommt mir doch bekannt vor. Oder sind das... Ich glaube, das sind andere Viecher. Die war, ja, sind andere. Wobei, die sind nicht schlecht. Ich wollte sagen, machen die jetzt was oder was? Wieso hat das Kirito einfach geswitcht? Verdammt, keine SP mehr. Ah, oder fliege ich erstmal. Und das ist meine Verteidigung im Arsch, aber ich habe noch Yushio. Puh. Kann ich nicht fernbleiben? So. Da hätten wir also noch die Schnelle gemacht.
Und dafür, dass sie eigentlich ein paar Level höher waren, war es dann noch ganz geil. Will ich bei dem Typen. Ja, das machen wir natürlich gleich. Und ganz kurz mal gucken, was ist denn eigentlich hier noch? Das kann ich... Ne, eben. Wer wäre das überhaupt? Das, was da markiert ist, was anderes. Aber zumindest, weil es überhaupt keinen Sinn machen. Ja, man muss schon irgendwie sehen, wo die sind. Alligator, Alligator. Alligator gozaimasu. Alter, das hat doch viel gegeben. So, wo soll diese scheiß Wasserspinne sein? Ich meine, was von wegen in der Nähe? Es gibt viele Besten, die nehmen nur eine andere Farbe. Willst du mich verkackeiern? Das ist keine Information. Das ist eine richtig gute. Aber verstehe ich auch nicht, warum bei gewissen Quests sehe ich auf der Karte etwas. Wie zum Beispiel das Ziel, aber hier sehe ich es nicht. Ist es vielleicht, weil es bewegliche Ziele sind? Kein Plan. Aber bei solchen Quests habe ich ehrlich gesagt noch keine Lust drauf, also sprich die zu suchen. Das machen wir, wenn, dann erst ein bisschen später, wenn wir die ganzen Dinge noch ein bisschen abklappern. Generell geht es um eine Teufelswasserspinne, wird ja wohl eher in der Nähe vom Wasser sein. Ufereidechse, ja, wobei. Da drüben waren wir schon mal. Aber wir würden noch zur Karre reinkommen, das ist auch schon mal schön. Andererseits hieß es ja, sie wäre in der Nähe. Spinnen hat sicher ein paar, aber das sind halt so Finsterspinnen. Sie machen die Teufelswasserspinnen auch bei ihren eigenen Viechern oder Kumpanen ist. Also, da hat gerade, hä? Sieht doch ein bisschen anders aus, aber nee, das sind die Teufelshorn-Dingsbums-Viecher. Was hier oben? Also muss ich auch echt hier mal mich offscreen ein bisschen umgucken, damit wir dann in einer der nächsten Folgen dann wüssten, wo die sind. So jetzt überall. Ja, ist ein Friedhof oder was? Das wäre dann vielleicht ein Indiz dafür, dass wir auch mal irgendwann noch eine Quest hier zu erledigen hätten. Das sind die Bienen, die können es auch nicht sein. Aua, das war ein Schaden, der kann es durchaus sein. Ne, komm, ich geh zurück. Das mit der Teufelswasserspinne Dings muss man ein anderes Mal. Aber sehe ich das gerade richtig, dass der Typ noch eine Quest für uns hat? Oder täuscht das jetzt? Der hat noch eine, was ist los mit dir? Also kann er, oh, soll er noch Beeren besorgen? Oh, in der Region wären es. Ich glaube, das kann man versuchen. Vielleicht haben wir Glück und da in der Nähe ist auch noch die scheiß Spinne. Können
nicht ganz, aber es sind andere Dinge hier. Bei so Sträuchern sind die. Okay, wo haben wir noch so Sträucher? So. Das wäre schon. Eine Spinne habe ich leider nicht gesehen. Was hat die Zeit? Okay. Ist auch gut, können wir noch schön nach Zakarion und so noch uns ein bisschen umgucken. Sehr schön. Sammeldatenfrage. Aha, sind die Dinger, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. So, er ist jetzt weg, Gott sei Dank. Das heißt, wir hätten theoretisch, wie bereits erwähnt, noch die Quest hier übrig. Also wir sind jetzt hier in diesem Gebiet. Aber eben, ich habe das Teil nicht irgendwie auf der Karte markiert, also wäre es ja einfach fröhlich suchen gehen, aber jetzt keinen Bock drauf. Statuen gäbe es auch noch, vielleicht wäre sogar eins noch mit der Statue, wäre noch verknüpft oder so. Nee, komm. Ist gut gemeint, aber machen anders mal. So, speichern, nicht vergessen. Ich nehme an, generell die Schnellreise funktioniert immer noch nicht, oder? Nö. Das geht ihm noch nicht. Egal. Wenn wir schon dabei sind, Thema Skill Points. Ja, 3 neue, sehr geil, sehr geil. War nicht der hier sogar? Segen des Kriegsgottes, Angriff Agro minus 20. Da einer nicht unbedingt wollte. Dann noch wollte. Segen des Kriegsgottes. Ein Passivskill. So, jetzt können wir ganz kurz gucken. Wir haben Ausweichen plus 10% generell. Wir haben hier mehrere, aber plus 50. Plus 50 ist natürlich geil. Ich kann einen Angriff plus 5 rausnehmen und einen Schwächenbogen. Ich nehme einen Kampfinstinkt raus, kaum. Kein Agro haben, natürlich geil. Ist die Agro vielleicht eher auf Yu-Gi-Oh? Die fragen natürlich, was passiert, wenn ich bei ihm die Agro auch rausnehme. Eigentlich dürfte es ja keinen Unterschied machen. Also nicht von wegen, wenn beide kein Agro haben, dass sie dann vielleicht mehr auf Medina losgehen. Oder wenn sie auch kein Agro mehr hätten, dass dann irgendwie doch wieder auf uns losgeht, weil er braucht eine gewisse Agro. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Schöner Speicherpoint. Hier sind 2 Speicherpoints doch relativ nahe beieinander. Was ein bisschen creepy ist. So. Es lebt der Zufall. Auf ein neues Gebiet, Freunde. Wobei, jetzt sind wir im Susnel-Gebirge. Aber hier müsste Zakaria selbst sein, weil Lodengebirge, dort ist auch Rulind. Da bis wir in Nord-Centuria sind, Alter, das dauert noch. Das ist alles noch Kapitel 1, Das haben wir echt sagen lassen. Oh, das geht doch schneller, krass. Susnelgebirge, Reich Norlangard. Ja, was er eigentlich sagen wollte. Wobei ich gar nicht mehr weiß, was er eigentlich sagen wollte. Nee, weiß ich echt nicht mehr. Sorry.
Das vermutlich so eine unnütze Info, wenn man dachte, kurz loswerden. Oh ne, ich würde vergessen. Aber ich finde es cool, dass man hier alles ein bisschen so sieht. Ah doch, jetzt weiß ich wieder. Genau, jetzt kann es halt doch wieder. Vor allem den Weg, wie sie voranschreien und so, Yushio und Kirito und so, weil im Anime war es ein bisschen anders. Also wir haben schon relativ viel noch gesehen. Ja, auch von Underworld und so allem, aber es ging eigentlich mehr darum, dass wir vor allem der erste Teil, also die erste Staffel, oder wie sage ich das? Doch im ersten Teil von Sword Art Online Alicization, also die ersten 24 Folgen von dem War of Underworld, von dem Krieg in Underworld. Da ging es eigentlich mehr darum, dass sie eben nach Centauria kommen. Das sieht ein bisschen creepy aus in der Weite. Ja, sie nach Centauria kommen, also eben zur Hauptstadt und dort auch ja, Kirito wollte ja eigentlich dort eine Systemkonsole finden, mit der er wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen konnte, etc. etc. Und im Kapitel 1, da habe ich mir ja irgendwie auch sagen lassen, Kapitel 1 im Spiel ist das, was eben die 24 Folgen, oder die ersten 24 Folgen vom Anime waren, also quasi eben der erste Teil von SO, Alicization. Das finde ich doch krass, weil das Spiel soll doch, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Kapitel beinhalten. Er bringt sogar gut wie gar nichts, das höre ich jetzt nicht gerne. Ja, und daher muss ich sagen, das ist doch eine beeindruckende Zahl, oder? Nach der Krieg um Underworld soll, glaube ich, nur Kapitel 2 sein, wobei das soll, glaube ich, auch ein bisschen anders sein als im Anime. Bin so, vor allem auch gespannt. Also ich glaube, das Spiel kann doch eine Weile dauern. Vor allem, wenn ich es 100% machen will. Das bringt so gut wie gar nichts. Das steht es nicht, wenn es so gut wie gar nichts bringt. Okay, wieso schlägt der Radar nicht an? Das sind ein paar starke Viecher. Ich meine, Level haben wir 14, also ist noch nicht so überwältigend. Alter, die kann ich ja alle vergessen. Was ist denn das für ein Quatsch? Hoppelhasen nach wie vor Level 1. Alles klar. Dann so einen Typen. Bin ich weiß, was er machen soll. Servus! Ja, grüezi miteinander. Ja, bringt so gut wie nichts, das war klar. Komm, wir gehen einfach rüber. Da bringt sowieso alles nichts. Gehen noch 2-3 Minuten. Da hat es auch noch ein paar Hütten und so. Da ist noch ein Bauernhof, wenn wir ein bisschen in London fahren, also Green of Time. Sogar ähnliche Schafe. Ja, wenn wir hier sowieso noch nicht viel machen können. Und wir vor allem, denke ich mal, später für Sidequests wichtig sind. Aber erst einmal ab in die Stadt. Und gucken, was hier so abgeht. Ah, 貴様たちのおかげで興味深い旅になったのは事実だ。素直じゃないな。またそんなことを。相変わらずムカつく男だ。Das hört er öfter. それでは失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。それは俺たちも同じだろ。うん。そうだね。よし、それじゃあ行くか。Ja, ich finde, das wird sehr interessant, weil im Anime haben wir das so nicht mitbekommen. Wir haben ja gewusst, wie Kirito in Underworld gelandet ist, wie er Yuji kennengelernt hat, wie sie in Giga Sida und so platt gemacht haben. Also bis dahin ja. Und dann hieß es ja, sie sind jetzt auf nach Centauria, beziehungsweise nach Zakaria zuerst, dann nach Centauria wegen Integritätsritter werden, etc. etc. Und plötzlich waren sie schon in Centauria.
Aber ja, wir haben natürlich schon mitbekommen, was sie genau in Zakaria gemacht haben und so weiter und so fort, aber Norlangar Zakaria, das wird jetzt sich vielleicht noch interessant ルーリ werden. ットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。決して負けは許されない。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。 Okay, also doch wie im Anime. そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し、無事俺とユージオは共に優勝を果たし衛兵隊への入隊許可を得る。 Schwerkampfakademie Nord Centuria. そして入隊から6ヶ月後、定立修剣学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。俺たちはノーランガルス定立修剣学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級修剣士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級修剣士次席アルク戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。ユージを選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身の猛者ゴルゴロッソ・バルトー先輩。俺たちは修剣学院で2年学び、卒業後四帝国親善剣術大会で勝ち抜き聖号騎士となることを目指している。聖号騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。ユージョは幼なじみアリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために。こうしてそれぞれの目標を胸に修剣学院での生活は幕を開けた。 Okay, jetzt geht's doch schnell voran. Nur frage ich mich jetzt halt, können wir auch wieder zurückgehen?